Nur die lokale Maid kom endlich Lummel am Sonne raus. Am Beeteboer Park gouf während dem Winter auch viele neue Projekte geschafft, die den Deieren und den Visiteuren vorteil sind. Den Ulch-Kanal war dabei, wo der Park für das Jahr seine Tiere abgemäht hat. Also wir haben das ja ganz grob neue Sachen, vielleicht auch nicht unbedingt die spektakulären Sachen, mit ganz großen Tierengehegen. Wir haben vor allem viel am Komfort für die Visiteur. Das ist ein ganz flott neue Größe aus den Parking, ein neue große Parking für über 300 Autos, für Sandpark, für einen Spielplatz für ganz kleine Kinder. Mit einem schönen neuen großen Zeltdach drüber. Am Kunstbereich haben wir ganz grob Sachen, die wir den Leuten können anbieten. Und am Tierbereich haben wir auch verschiedene Kleinigkeiten gemacht. Mittlerweile haben wir auch Fütterungen, Showfütterungen noch für die Visitor, die wir da an der Hauptentrée annoncieren. Also das ist schon ganz grob dabei kommen. Mit einem flotten Projekt, wo wir schon lange am Gang sind, das ist eine Deponie kommunal. Da sind wir aber darüber tun, dass wir die noch Material vom Park ranholen. Da ist die flott du auf dem Plateau gesagt bis op de Kirchbierch so. Da können wir ganz flottiere Geheger machen. Da können wir mit einem Zischelche bis opfuhren op de Biersch. Da ist das Projekt über die nächsten 15 Jahre. Als der Park eigentlich schon ein Konflikt geraten mit Tierenschützern, weil die eine Lebensweise gesifitieren, wie die es hier im Park machen? Also, us noch nicht. Wir sind aber schon, nee, wir sind aber am größten Ganzen, gut, mehr noch, hat mir noch nie Probleme damit. Wir sind ein aggreten Zoo, wir haben natürlich ganz gut ablehren, auch für Breselaus, die wir natürlich alle ganz strikt erfüllen und die wir müssen erfüllen. Ich meine, wir haben noch einen Veterinär, der von uns angestellt, dass sie noch die ganze Swivi möchte. Als Tiere sind alle gut repertoriert an einer weltweiten Datenbank. Wir partizipieren natürlich auch an einem ganzen Teil auch von weltweiten Konservationsprojekten, wo wir Erderhaltung dann noch teilweise finanziell unterstützen durch ganz Welt. Und das ist natürlich auch wichtig, weil ich meine, es sind immer Männer, Kinder, heute Stars, die wirklich nach einem Day live in Farbe sich kennen, außer über den Fernsehen. Und ich meine, das ist auch ein wichtiger Beitrag, den wir dann noch leisten für die Gesellschaft oder für die Schulen und für die Kleinkinder.